ken ik mijn God, weet ik wer mijn God is. En dat bracht mij bij deze klas ver te brengen, deze serie ver te brengen van wer is God? Wat deed hij en voor wat is hij? Want wie Menschen vragen, als du Gott kennst, oder als du weißt, wer Gott ist, hostig wird wir sein, sicher, wir wissen, wer Gott ist. Glauben wir an Gott? Yes, wir glauben an Gott. Wir glauben, dass du an Gott glaubst. Aber die Bibel sagt, runter die Teufel mit seinen Engeln glauben das auch, und du bist drin sein. So, wer ist dein Gott wirklich? Kannst du den Gott gut genug, dass du dein Leben am anvertrauen lässt, deine Dinge, wo du durchgehen lässt, dass du am anvertrauen lässt mit deinen Dingen, dass du am sagst, ich vertraue dir das Ding ganz an und ich will mich da nicht übersagen. So viel mal sei wie, ja, ich vertraue Gott dort immer, ich weiß, dass er wird sich an das kümmern, und doch sei wie uns der Eva. So da wir Gott ganz vertrauen an das Ding, kann wir uns Gott gut genug, dass wir ein Ding anvertrauen und keine Sorgen da Eva haben. So was ist Gott seine Natur? Wenn du grabeln lässt, wer ist Gott? Was ist seine Natur? Ein Ding muss wir klar haben. Gott ist Geist. Und dort sehen wir in Johannes 4,24. Er ist Geist. Wer wir anbeten, der muss im Geist anbeten. Das zweite ist, Gott ist ein. Du hast Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Dort sehen wir in Matthäus 3, 16 und 17, wo Jesus getauft ist, wo er kommt, wo der Himmel sich abdeckt und der Dürf kommt drauf, der saat sich ab und dort ist in diesem Ball von den Heiligen Geist. Und dann kommt eine Stimme und sagt, das ist mein Leiber sehen und den ich will gefallen haben. Und dort ist Gott seine Stimme. Dort ist der einzige steht, wo die drei taub kommen. Wir haben alle gelehrt, der Einigkeit Gottes. Und aber dort ist noch nicht klar in der Bibel, den ich habe gestellt, aber diese Versen bestimmen dort. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Nächstens, dass wir euer gehört haben, euer gesagt haben, Gott ist unendlich. 1. Timotheus 1,17. Gott, der ändert nicht. Malachi 3,16. Gott ist alleweg. Das sagt der Psalmist in Psalm 139, 37, 12. Gott weiß alles. Jesaja 40, 28. Gott hat alle gewollt in alle Kraft. Und dort soll wir in der Phase 1, wo all unsere Sehnungen abgeschrieben sind, wird wie durch Christus Hand. Dort ist in seine Kraft, in seine Gewalt, dort er uns die Sehnungen durchgestellt hat. Der ist bloß für uns zu nehmen. Und der weiß, wie viel mal gleich. Wir lernen, dass er wird uns die durchgeben. Aber die sind durch. Er hat die durch Jesus Christus. Wir dürfen die bloß nehmen. Gott weist uns durch Christus, wie viel er uns retten wird. Und dort soll wir dort besonders in der Phase, wenn du Trouble hast und du nicht glauben darfst, wie viel Gott dir rettet, dann ist die erste paar Kapitel besonders in der Phase. Du wirst lesen, wer Gott ist, dort er die viel achten hat, dort er die viel rettet, als was du jemals wem retten kannst. Zweitens, was ist Gott sein Charakter? Hast du mal übergedacht, dass Gott einen Charakter hat? Wir haben alle einen Charakter. Einer, der hat einen Charakter, der steil ist, der nächste, der nur uneng, der nächste will alles anladen, der nächste, der wird liebste nicht anladen. So wir haben alle einen verschiedenen Charakter und Gott hat auch einen Charakter. Das erste ist, er ist gerecht. Gott ist ein gerechter Gott. So dann ist wichtig, dass wir wissen, dass er ein gerechter Gott ist. Dass er wird reich
rechten, dort hij nicht wat Fehler machen. Und dort sei wie krijg in Apostelgeschichte 17, 31. Hij is een liebender Gott, hij is een liefdevoller Gott. Wenn wir han Eltern en Vater en Mami gehad, wat du nicht liefdevol werden, dann haben wir eins mit vor Zeit Gott unterkennen als ein liebender Gott. Aber in Epheser 2, die 4. und 5. Vers, die sagt, Gott ist ein liebender Gott. Er ist Wahrheit. Johannes 14 sagt, er ist Wahrheit. Er ist herrlich. Das meint, er ist Licht und du hast keine Düsternis. Das meint, er ist herrlich. 1. Johannes 1,5. Er hat ein gerautet Hort, er hat ein gerautet Jammerhort über die. 2. Korinther 1, Vers 3. Er ist die gnädig. Dort ist in Römer 9, 15. Er ist die so gnädig, dass dort, wo du die verdient hast, dass durch Jesus Christus du die Gelegenheit hast, um nur Vergebung zu fragen, und er ist die gnädig, dass er die nicht die Schuld wird abschmieren. Er hat als große Gnade. Er hat so eine große Gnade über die, Römer 4, 17, dort er will dir ein Geschenk geben, was du nicht mehr verdient hast. Dort so viel Gnade, als was Gott hat. Der Englisch hat der dort mit $9, Mercy and Grace. Im Deutschen ist dort vor, wenn sehr Filme in der Plattdeutsche Bibel besonders, du willst die Mercy and Grace, weil bloß von Gnade reden. Aber das ist ein großer Unterschied zwischen denen. Ein ist gnädig sein, andere ist Gnade. Gnädig sein ist Mercy, das meint, dass du nicht dort kriegst, was du wirklich verdient hast. Die Strafe, was du wirklich verdient hast, die kriegst du nicht. Gnade ist, du kriegst ein Geschenk, was du nicht verdient hast. Du bist ein fehlerhafter Mensch. Und wenn Gott Gnade hat für mich, dann will er mir ein Geschenk geben, die Seiligkeit geben, die Salvation geben, die Vergebung geben, was ich wirklich Gott verdient habe. Wenn ich ein sündiger Mensch. Aber Gott, der Sinn rechten. Und dort ist im Psalm. König David, der Psalmist, der hat das sehr klar. Dort wird Gnade für dort in aber Gott den Sinn rechten. Und dort war wie ein Tag auch sein. In Offenbarung sagt dort, ein Tag kommt Gott trägt, ein Tag kommt Jesus trägt, und dann kommt er trägt zum Rechten. Nun haben wir noch eine Gnadenzeit, wo wir uns nur Jesus fängen und annehmen. Und dort, woran mir dort wichtig ist, zu lernen, wer ist uns Gott. So, wo kannst du am vertrauen, wo kannst du an glauben, in Glauben haben und wenn du nicht weißt, wer dein Gott ist. Wenn du glaubst, dass er steht dir nicht bei. Wenn du nicht glaubst, dass er ein lebender Gott ist. Dass du nicht glaubst, dass er was dran hat an dich. So, das ist wichtig, dass wir wissen, wer uns Gott ist. Dort wir können vertrauen haben auf ihn. Wenn ich dort glaube und ich dort vertrauen habe, dort will Glauben nicht kommt. In uns fehlt Glauben, dort wir können die Säuligkeit annehmen.